Guten Abend am Null. Auch an diesem zweiten Corona-Sommer gibt Meinungen dacks weiter auseinander, was die sogenannten Impfpflicht betrifft. Für die einen ist es eine absolute Notwendigkeit, für die anderen eine regelrechte Einschränkung von ihren demokratischen Freiheiten. Dacks gehen dabei die ethischen und moralischen Aspekte ins Spiel gebracht. Mir wie sieht es eigentlich auf rein juristischem Plan aus? Ob das an ähnlich Fragen antwortet der Jurist und freie Prokureur von Dietrich, der Jean Bourg und Mikro von Marc Thomas. Ich meine, da kriegen wir schon 500 Tage lang, ohne genau zu sein, Covid, gibt schon Spezialisten am Covid-19, Virologie und so weiter und so fort. Das geht nur so, das dauert bis so. Es ging aber nach immer, es geht aber nach gesagt, wir müssen abklären. Also ich kann dazu nicht mehr so, wir haben alle gute Jahre an der Schule damals geleiert, wir konnten da de pur Dich, konnten wir erklärt, dass einmal eint wäre an 1 plus 1, dat 2 wäre, das war ja auch nicht einfach am Anfang, 7 mal 8 oder 8 mal 7, die berühmten Irrsinnsblick. Wir haben das schon einmal gesagt, die einen haben nie geleiert, die anderen, die wissen nicht haut nach, und so müssen wir die Leute nach immer abklären, wie wichtig das Impfen ist. Wobei wir am Anfang gesagt haben, so dauert das jahrelang, bis wir impfen können, bis wir einen Impfstoff haben. Das ist die Rettung. Wenn wir das nicht tun, dann gehen wir unter. Du kannst mal den Impfstoff, du hast gesagt, die Europäische Union, die dacht ja nicht, die haben ja nicht genug, die haben heute nicht, die haben noch da nicht. Und dann werden wir, wo sie da sind, da sind ein ganz paar die Leute, die sagen, das interessiert das nicht. Ich hoffe just, dass das nicht dieselbe sind. Weil es gibt doch Intellektuelle überall, die sagen, wir sind geimpft. Aber als Prinzip sind wir gegen eine Obligation für sich impfen zu lassen. Bon. Das ganze Problem vom Impfen oder von den Mesuren, die die Regierung, Legislateur und COD, die dezidieren, dass die natürlich das problematisch ist, mit sind die gefördert sind. Do gëtt gesot ja, dat das Terrorismus, dat das gesundheitlichen Terror an mir liewen an enger Gesundheitsdiktatur zu denen gewicht soen. Ech hun nie an enger Diktatur gelebt, ihr dat so y compris Polizeistaat an so weiter. Ihr da mat so Begriffe rundëm ich facht Gidemol op Plätzen, wo dat existieren. Da guckt mal, ob der Donnergentfir gefrot geht. Therapien oder den ganzen Umgang mit dem Virus, den jo kein Gehir huet und so weiter, mit den irgendwie no Systeme funktioniert, wo den mo gewinteressieren, wo war das dann überhaupt der Virus? Das wird noch keiner als gesagt. Das wäre nicht uninteressant. Für das do bemol, dass man den do aber mehr gehen, dass man dem do auf den Leib rickeln und so weiter, das hat pure Aspekte. Das ist erstens ein Gesundheitsaspekt, wo ihr seht, impfen, da kann ich nicht mal so, und das noch gar nicht bewiesen. Die können doch noch heute behaupten, der wäre ein Scheif an Zunge gibt von der drinnen an den Dumm gedreht. Das ist da keine Meinung, das ist eine Dummheit. Lass man das mal so nennen. Gesundheitsmäßig ist ja aber plus ou moins bewiesen, dass Impfungen gegen eine ganz paar Krankheiten wirksam sind. Polio ist ganz eradikiert gehen dank dem Impfstoff. Geht doch mal andere Krankheiten so. Die Wissenschaft sieht das, wenn die Impfen auch nicht der Covid komplett ausradiert, dann ist es darauf eine Möglichkeit für die Fähen zu reduzieren. Sodass die nicht der Affäre, was gesagt wird, sie Geimpfter, die aber noch positiv getestet sind. Wir gucken mal, Todeszahlen klammen nicht. Die Intensivbette klammen auch nach nicht, was das doch immer hilft, dann hoffen wir, dass es so weitergeht. Gesundheitlich die Balance zwischen dem Positiven, was eine Impfung bringt, dann der Negative, sie ja bei weitem überwiegend für die Impfung, auch für den guten Effekt auf die Gesundheit. Zweit ökonomisch. Natürlich eine Ökonomie, wo die Leute alle gut krank sind, wo da bannen muss bleiben, und angesperrt muss bleiben, als ja, wissen wir ja auch nicht für förderlich für eine Ökonomie. Da könnte den Droit
Das natürlich auch, wie soll ich sagen, das ist ein Aspekt, den bislo mal komplett negligiert gehen. Die hört nie, da die seht, ja, wer das dann erlaubt, oder wer das nicht erlaubt, aber was müsste man machen, vom Droit, da schwätzt kein, da geht sich nicht mehr mit dem Kap angeheit, die sind Demokratiegegner, die sind Teil, die sind da und so weiter. Dann natürlich kommt der politische Aspekt. Was sollen Politiker machen? Da ist es natürlich, das ist die Gratwanderung an alle Länder. Es gibt die, die für die Impfen sind, die dagegen sind. Und die Länder sind alle gut, ein bisschen Politiker und nicht die Impression, irgendwie am Hannerstübchen steht immer, was für einen Abfluss hat auf die Stimmen, die man kriegen. Guck dir mal an Deutschland, die stehen von den an Frankreich stehen sie viel drunter. Bei uns geht doch schon so los, sich irgendwie nicht gerade warm gelaufen, aber so löst du gedurcht, für aber mal können das sind Sachen, die dann auch mitspielen. Mit ein Argument, da so ich immer mehr mal früheren Philosophieprofessor, ganz bekannten, besser bekannten als den Nom de Julot, Herr Prüssen, der sagt immer, une faute contre la logique est une faute contre le Saint-Esprit. Und wann war gut nicht gläubig. Do also so, dat ein Argument, was jo aber gut nicht kann gelten, das ist das für zu sagen, von mir eine Impfpflicht erfeiern. Ne, den Impfzwang, das wäre nach mir weit gegangen. Das dürfen wir ja aber nie wollen. Aber eine Impfpflicht erfeiern, dann dürfen wir Wasser auf Millen von den Gegner kehren. Das ist ein Argument, das doch einmal gebraucht wird. Das heißt, kommt mal gucken. Und da haben wir ja in Frankreich gesehen, was das bringt. Wo haben wir Frankreich gesagt, ja, aber all die sich nicht impfen lassen, wir verstehen die Leute, wir haben Verständnis, wir haben nicht, wir tun nicht. Das heißt, ganz Politik als ausgerichtet gehen auf die Impfgegner. Wenn wir eine Minorität holen, an als Politik oder als Handeln am Vielfalt, schon auf denen hier Argumente, an denen hier ein Ziel ausrichten, aber da machen wir ja das. Da machen wir ja just das, was die wollen. Wenn ihr seht, ja, dann haben wir die Impfgegner, da gehen die auf die Straße und so weiter. Ja, lauscht mal, entweder oder. Entweder bringt Impfen etwas oder das bringt nichts. Wenn es nichts bringt, dann sollen wir nicht impfen. Am anderen Fall, also die einzige, mit der einzige Möglichkeiten, die wir haben. Also, das ist der politische Aspekt. Und da kommt etwas den Droit. Was sagt als Rechtsstaat, das ja anscheinend, das ist ja auch für zu gucken, was ist an einer demokratischen Rechtsstaat möglich und Verpflichtungen auf dem heutigen Gebiet. Da ist es nicht für einfach zu sagen, meine Freiheit, ich dezidiere, ich mache meine eigene Covid-Politik. Ich mache überhaupt meine Politik. Wenn etwas mir nicht geht, da stelle ich mich an den Stoß. Ich so, meine Freiheit stelle mich an den Stoß und dann wird kein mehr latscht. So ist es ja nicht. Die Freiheiten von den Bürgern, die sind ja an der Regel irgendwie am Rechtssystem verankert. An der Verfassung, an Konventionen oder durch Gesetz ballisiert. Lo könnt ja eine ganz Stremung, Rechtsstaatlichkeit, als Freiheit, Menschenrechtskonvention, die geht ja heute das Gebet gequetscht, wo jeder sie gerne will tun. Und ich freue mich, ob die Leute, die dort Barrikaden haben und da klammen, also als brieflich garantiert Rechte aus der Menschenrechtskonvention gehen Heimat Face getrippelt, ob die überhaupt Menschenrechtskonvention gelesen haben. Das mal, ob sie auch die Interpretation kennen, die den Obergralshüter von Straßburg, der geht, die aber, wie soll ich sagen, nicht gerade von einer großen Laschheit par rapport zu den Rechten sind, die da garantiert sind. Das ist nicht immer Menschenrechtskonvention, also das ist nicht, die versichern, dass mit viel Gefühl auch den einzelnen Staaten Spielraum zu lassen und so weiter. Aber an der Konvention, da steht ja ganz klar am Artikel 2,
le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Also sie viel Leute, die dat net lesen. An daraus ergëtt sich, dat der Staat die Konventionen erschrieben hun, dat den verpflicht ass zu verschiedenen Handeln für Gesundheit von den Leuten, weil das steht schon da, wenn ich den droit à la vie garantieren, da muss ich den Menschen Gesundheit garantieren. Das ist nicht viel zu mengen. Das hat nicht mehr mit Todesstrafe zu tun und so weiter. Es gibt keine Jurisprudenz, wo die Straßburger Kur einzelne Staaten sieht, was hier Verpflichtung am Gesundheitswesen ist. Das ist nicht viel zu mengen, Gesundheitswesen. Dat wäre etwas, was man über menschliche Freiheit geht. Artikel 2, den droit à la vie doit être protégé par la loi. Da geht es tun. Und da kommen wir auf die Artikel, die die verschiedenen Rechte und Freiheiten garantieren, wie zum Beispiel den droit au respect de sa vie privée, die Liberté d'expression, die Liberté de réunion, die sie verbrieft. Aber beim Impfen gët so resoniert eng Impfung ass natierlech en Angriff an den droit au respect de sa vie privée. Dat ass de Verankerung vun der Mënscherechtskonvention. Me doch steht bei all de Freiheiten awer en Zusatz, den dann immer an den Dich fällt. Den Exerzis vun denen Rechte a Freiheiten, de kann eingeschränkt gehen durch Verpflichtungen an Obligationen, die kann hun an die Konditionen oder Restriktionen, die do können aber spielen. An Dorena steht formell Protection de la Santé dran. Also der Staat als nicht nimmen, der Staat als dazu verpflichtet durch die Artikeln für die Gesundheit vu singen Leiit vu singe Bierger zu garantieren. Wobei man haio an enger Situation sinn, dat ja net wie wann der Staat gif soen van der geplatzte Blinddarm hut, da muss er direkt an Klinik. Da kann ich soen das mei Blinddarm, das mei Liwen, wann ich stirwen, dann das mei gut recht. Hei geht et drum, für die anderen Leute alle gut. Für die Allgemeinheit. Das ist also keine egoistische Situation, das ist eine Situation, die ja sozial als all betrifft. Aber bei der Pandemie ja ganz Welt. Also ich meine, da wegen Epidemie, das von an irgendeinem Ecke oder an einem Land, mir heißt immer wirklich gefördert. Das steht expressis verbis an der Menschenrechtskonvention dran. Also das ist also nicht so, dass Gesundheitspolitik auf der Straße gemacht wird. Das ist nicht so, dass Gesundheitspolitik bei jedem daheim, die sieht, dass da mein Rechte sich schon attackiert, wenn ich muss ein Maske dienen, also ich dezidiere meine Rechte. Ja, wenn es mir so lang geht, aber das heißt, dass für die sieht, kein egoistisch medizinisch Viergehen, mehr kollektiv Viergehen, für die Gesundheit von den Bürgern zu schützen, für die Ökonomie aufrechtzuerhalten, für das Spitalswesen aufrechtzuerhalten. Weil wir meinen immer nehmen, oh, wenn man nach einem Intensivbett frei hat für Covid, da können wir munter fast volllaufen lassen. Aber was machen dann all die anderen, die Schlag kriegen, es geht nämlich nach viel anderen Krankheiten außer dem Covid. Und den muss ja auch behandelt gehen. Das ist ja auch ein Aspekt, den man muss gucken. Und dafür wird dann auch, wie gesagt, die Gesundheit am Allgemeinen sind ein ganz paar, die ja, Decisionen von der Menschenrechtskur geholt gehen, an besonders was Impfen überlangt. Das ist ja kein neues Problem. Wir haben ein ganz paar die Pflichtimpfungen, wo zwar gemeckert gehen, als die Länder, die sind mir anti, anscheinend Franzosen wären mir anti-vaccinär und so weiter und so fort. Was soziologisch, das vielleicht gewesen an Deutschland, von dort der Führer jetzt, dann lassen sie alle, was ja auch nicht wo ist, auch an Deutschland sind die Remedami schlohn, also und das geht nicht. Das ist also ein Problem, das bekannt ist. Das ist ein Problem, den auch, ich will nicht so gelesen ist, aber wo der Brosche geht.
Am Frankreich huet de Conseil d'État, de Conseil konstitutionell die bei einer Gelegenheit schon x awie gin vu gesot gëtt dat tote geht. Den ensche Problem dat können wir immer das den mat der Proportionalität vun der Reaktion fir der Verpflichtung do net beit. Da das natürlich ein juristisch praktische Problem wie gi der Martine Leiit dat könnt als Sanktion ersetzen. Do ass am April des Joer war eng Affaire zu Straßburg wo 5 älteren Deler geklot hun Tschechen die hier kann net derfen an Spielschul goen, weil se net géint de Krankheite geimpft wären, die durch Gesetz Pflichtimpfungen wären. Da war Sanktion, die könnt natürlich kein Hullen am Schlaweckel grad wie bei enger Blutprobe an den am Schlaweckel hullen an dem du Pikto an den Namen do bohren, da muss einer Sanktionen von wat net immer einfach was. An do hun de geklot an Kur huet natürlich wie se dat immer machen, die so ja Artikel 8 frei wie privé wat sind Kriterien, dat die können angeschränkt gehen. Weil Abschränkung steht am Text mal dran. Also nicht ein willkürlich mit das aber eine Abschränkung. Was sollen sie? Weil die gucken immer, also deine Ingérence. Ja, wenn dir so, du darfst nicht an die Schule gehen, wenn du dich nicht impfen lässt, das ist eine Ingérence vom Staat. Die Ingérence, die muss legal sein. Das heißt, die muss sich auf irgendein Textreglement können basieren. Das wird nicht so irgend aus der Luft gegriffen. Da muss man ein Basis gewiss so legal haben. Und da könnt den Ziel von der Ingérence, die ist evident. Es geht darum, für Krankheiten, die gravierend eine ganze Gesellschaft berühren, für denen können beizukommen. Also über das Debüt legitim, wird ja aber bei den Impfungen auch nicht geschwärzt. Solidarität sozial und so weiter. Dann ist natürlich an dem Ganzen eng etwas, was ein bisschen vielleicht mehr Kapzerbrechs mischt, das Proportionalität von der Ingérence. Ihr wisst, Proportionalität, das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten international an Rechtswesen das beeinflusst wird, das muss proportional sein. Fragt mich nicht, was proportional ist. Ich gewöhne gedreht so, wenn das proportional, aber alles, was nicht disproportioniert ist. Und wenn das nicht disproportioniert, ja, das ist echt Feeling. Den Daumen, ja, spiel den. Wer das übertrieben? Kann ich nicht fragen, wer das übertrieben hat. Von dem sind Hemmschwellers viel mehr ich wie Diana. Das ist also ganz schwierig mit der Proportionalität da als Legislateur oder auch als verantwortliche Regierung oder Legislateur umzugehen. Weil ihn da ja auch nie weiß, wer zu Straßburg. Und zwar nicht nur direkt, wir müssten ja können mehr gewohnt gehen, was mit einer Impfpflicht wäre legal gesehen oder nicht. Wenn er noch 3 Jahre gesagt kriegt, ja, das war proportionell. Wenn man das nicht so gewohnt gibt, wenn man es sollen machen. Also da gesehen, dass das Rechtssystem auch in Grenzen steht. Nächste Woche am 0 da weiter Streitpunkten mit Jean Bourg über den derige Corona-Sujet. Pro a contra von der Impfpflicht. Auch für viel Diskussionsstoff sucht eng Petition, die fordert, dass just eng von den 3 offiziellen Amtssprachen zu Lützeburg misst beherrschen. Wir können die Lützeburger Nationalität zu kreieren. Fakt ist aber auch, dass immer mehr ausländische Stadtbürger, die hier am Land wohnen, Lützeburger Chore besichern. En Atinen auch eine junge Frau, Thelma de Palma, die 2 Semester Lützeburg am Institut National des Langues studiert hat, also sich für die Geschichte und Kultur vom Land interessiert. Jedenfalls hat Madame de Palma an dieser kurzer Zeit große Fortschritte am Lützeburgischen gemacht und für den Null eine interessante Reportage über die Mama Lehen realisiert. Warum in die Ferne schweifen? Sie, das Gute liegt so nah. Dieser Satz vom Goethe trifft ohne Zweifel für die Mama Lehen zu.
Auch wenn eine ganze Reihe Vereine an Organisationen schon seit Jahren Expeditionen an Mammaleen anbieten, sind Mammaleen viele Leute nach unbekannt. Aber was sind Mammaleen eigentlich? Es handelt sich um rund 30 Sandsteine Hillestellen, die sich über paar Kilometer von der Drops bei der Zielsmühlen zwischen Mama und Kopflöscht bis auf Mirsch auf der Heich von Kanadur verstrecken. Mammaleen befinden sich an dem Sandsteinplateau zwischen dem Fluss Mama und Eich, und sind zum Teil auf eine natürliche Art und Weise und zum Teil von Menschenhand entstanden. Am Gegensatz zu der Grotte de Han und der Grotte de Remouchon an der Belge sind an den Mammaleen keine Stalaktiten und Stalagmiten zu finden. Sie sind dafür auch manchmal spektakulär, allerdings ist es interessant, an den Grotten Seilen und Befestigungsmauern zu entdecken, die von Menschen gemacht wurden. Wie es heißt, wären im Mittelalter Milchsteine an den Mammaleen gebracht gehen. Weiter heißt es, dass am 17. Jahrhundert keine Steine an Mammaleen gebracht hätten, mit denen Tschönnelse Bursch, die zu dem Zeitpunkt aufgebrannt war, Rom abgerichtet wurde. Es ist nicht gewusst, ob Mammaleen auch zeitweilig bewohnt waren. Einzelne Dorfbewohner wollen wissen, dass sich am Zweiten Weltkrieg ein Reihe Lützeburger Jungen an der Grotte verstopft hatten, für der Zwangsrekrutierung zu entkommen. Heute sind Mammaleen bewohnt, und zwar von den Fledermäusen. Dafür sind dagegen für verschiedene Grotten an der Wandermeid für Touristen so, darum so mehr, weil das ganze Gebiet als Naturreservat Natura 2000 klassiert wurde. Dazu der Biologieprofessor Jacques Pierre. Wir stehen hier am 4. Mammaleen. Mammaleen ist ein Teil von Natura 2000 Gebiet Mama-Eich. Und Mammaleen sind eigentlich bekannt als Lebensraum für Fledermäuse. Ein Teil, für was das Natura 2000 Gebiet ausgewiesen ist. An den Mammaleen überwandern 13 von den 21 zu Lützburg vorkommenden Fledermausarten, Zuchten. Die sind immens wichtig für was. Man will eben die Fledermäuse, die bei so all Insekten fressen sind, du baust am Hirschwand dann echt mit Fressfannen und dann, wie gesagt, unterirdisch einen Platz sichern, wo es ruhig, wo es dicht ist, wo es frisch sicher ist. Und die Fledermäuse, die hängen sich dann an den Mammaleen ab, für dann da einen richtigen Wanderschlaf zu halten. Das ist die Leben von den Fettreserven, die sie am Hirsch sich angefressen haben. Und das Herz schlägt dann immer nach einmal Minute. Die Totemfrequenz geht drauf, aber vor allem der ganze Stoffwechsel ist immens verlangsamt, wie gesagt, dass sie können die Wandermeid überstehen. Mammaleen sind aber nicht nur ein bekanntes Überwanderungsgebiet, sondern auch ein baldes Paarungsgebiet. Das heißt, am Spätsommer herrscht, das heißt, ab Mitte August treffen sich hier Männerchen und Weiberchen. Und das ist vor allem wichtig, weil die Männerchen aus verschiedenen Populationen kommen. Dann eigentlich die Brassage-Genetik, das heißt, wo Genetik eigentlich durchmischt wird, ob so Platz wie hier fest stattfindet. Und dafür eigentlich auch, dass die Grotten hier speziellen Schutz brauchen. Wichtig ist, für Mammaleen, gerade an der Wandermeid, für Wanderschlaf, dass Fledermäuse nicht gestört gehen, nicht weggehen, wie ihr gesagt sind, ein paar Grotten mit Gittern versehen, die gehen zugemacht, wie gesagt, außerhalb von der Touristenzeit, hauptsächlich, wie gesagt, von November bis April. Für was ist wichtig, dass Fledermäuse an der Zeit nicht gestört gehen, weil Fledermäuse, wenn sie Wanderschlaf halten, killen ihre Körpertemperatur ob 12 Grad Celsius rauf, dieselbe Temperatur, die auch an der Höhle herrscht, und verlieren dadurch keine Hitze und die Umgebung. Und dafür ist es immens wichtig, dass sie nicht gestört gehen. Für wenn sie gestört gehen, dann hitzen sie sich ganz schnell innerhalb von 1-2 Minuten rup auf Körpertemperatur von 40 Grad. Und Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass so eine Störung ein Abwächen, wie gesagt, wenn ein mit einer Tasche oder mit einer Fackel während dem Wander da durchgeht, so viel Energie kostet wie 20 Tage Wanderschlaf. Aber wenn das, wie gesagt, ein paar Mal im Wander der Fall ist, geht am Frühjahr die Reserve nicht nur für zu überleben, das heißt, die sterben eigentlich quasi am Schlaf und erwächen dann nicht mehr am Frühjahr, wenn es verbessert wird. Ne? Das ist der Grund, für was, wie gesagt, eine Party von der Grotte nicht all, Party zugemacht gehen, und natürlich auch die Visiteuren sich die Zeit sollen zurückhalten mit Aktivitäten an der Grotte, respektive nicht Licht, keine Fackel, nur man will natürlich das zerstört durch Flammen, natürlich, aber auch der Russ, den schon Fan aufsetzt. Ne? Also wie gesagt, das ist ein natürlich ganz flottes Hitheim, wie gesagt, das ist wichtig, dass wir respektieren, auch natürlich für denen deren eine Überlebensmöglichkeit zu gehen. Also vor ist natürlich, für was sind Mammaleen nicht ganz Jahr Zoo oder Altmammaleen Zoo, muss natürlich ein Kompromissgesicht zwischen Tourismus. Ich meine, die Leute kommen nach hin, oder Erholungswert, wenn es die Mammaleen,
Da wo man wie gesagt net all Mamerleen zugemacht hun der pu zugemacht grad do wo Seelen achten henken, wann ich aber vielleicht kind wünschen an so ein Gebiet wo wo aber gewissen Besucherdruck herrscht, dass sie vielleicht an der Wahl man eng Pano gef och Leiit opklären, informéieren zum Beispiel für eng Steierung so Lo eng Taschelo de Bricke oder eng Fakel schlecht sinn, einerseits natürlich für de Sid mehr an natürlich auch für deren die an so eng Sid liewen. Also dat op jeden Fall Apps wo auch eng Besucherlenkung muss man schon dat Lo net nëmme fir Datei Natura 2000 ich denke noch zum Beispiel Müllerdal mat den Höhlen die do sinn, wo eigentlich dieselwichte Problematik sich stellen. Also das immer bisssen wie soll so eng Gradwanderung zwischen verbieten, wie gesagt Leiit sollen natürlich aber auch an Natur und an wie sollst du den Entere oder auch Naturbeobachte verstohlen an natürlich dann auch keine lehren an natürlich auch durch Schätzen erschützen. Wie sech an Nationalbibliothek deplacéiert, die gëtt iwwer Mamerleen ganz secher fundech. Goufen Dach vum Professor Jos Hesfusima eng anzuuel vu Legenden als Seechercher aus dem Dal vun de 7 Schlässer publizeiert, wot vun Hexen, Wichtelcher, Sauberer an andere Fabelwiesen nëmmen so gewimmelt huet. Et hecht an de Legenden, dat an de grotte Zwerge gewohnt hunn, an dat ze Moes, wann de Nivel aus dem Dal an Blucht gezun ass, d'Feier o Gefang a gekart hunn. Net eng Legend, mé eng traurig Anekdot huet sech fir méiwéi 15 Joer aufgespielt, wie e Mann vu Koplecht verschwonn war, den als kann ger an Mamerleen gespielt huet. D'Pompieren an Sekuristen hunn sech op sich gemach, allerdings just an dee rund 20 Hilechten tschen dem Klaushaf an dem Miersche Kanadorf. Recht e puer méin Duno gouft gleich vum Mann eurem Fund, anzwar an enger Grott ganz no beikoplecht. Wie en Grotten erkundege wëll, de muss nieef engem warme Pullover, enger robuster Box a feste Chang, natierlech eng Täschen Lucht mat holen. An der Eischter Grott huet den zwar eng wonnersche Vu op d'Schëndelser Schlass, me déi geht net ganz weit ënner de Burdem. Sie fir allem de lecht Grotten menno beim Kanadwurf, déi ganz déif an de Burdem ginn. Wie gut am Kloteren a Kreichen ass, déi kann so goer eng Grott erkunnegen, déi rund 2 Kilometer méi weit op der Hecht vum Hunneboer, also op der andere Seit vum Sandsteeplateau herauskennt. A wien es dann nach immer net genug huet, déi kann gegent op der andere Seit vum Plateau exploitieren. Dorinnner dat emolecht Kloster Mariendal Dreiterlei d'Holei, dat alt an dat Neischlass vum Asenbursch, d'Schlass vum Holmes a vieles méi. Me doriwer méi an engem anderen Nollreportage. Vun de Mamerleen, die en Ausflug fährt sinn, riwer an de Pafendal. Nodems lachtwoch de Professor Jeff Baden den historische Kontext vum Jeneschen erklärt hat, kënnt es woch de Lachte lackert, wie d'Lumpekrämer genannt goufen zu Wut. De Pierre Libert verzielt vun senger Kantheet am Lumpenhandel, iwwer den Alldach am Schrotthandel, an natierlech oriwwer Jenech, der sogenannter lackerte Spruch mam Reportage vum Henri Fischbach. Ja, Libert, der sieht 1940 am Pafendal geboren an engem ganz bekannten Haus, das Haus wo den Lützebauer Komponist Laurent Ménager geboren ist. Die sieht dat 5 Kant aus enger sogenannter lackerte Familie. Ja. An schön an enger Buchbesprechung, die den Jeff Baden am Januar von diesem Jahr iwwer ein Buch, das die publiziert hat, gelies, dass Dir eng relativ kompliziert, aber ein ganz interessant Kantheet hat, könnt ihr also mal ein bisschen über Kantheet an enger sogenannter Familie erzählen. Ja, also eng Familien, das war schon an der Schule, als das schon nur ging. Du hast immer Lumpekrämer. Egal kann auch heute Lumpekrämer, das war so. Aber das hat mir praktisch nicht ausgemacht, weil ich hatte vom Anfang an immer dat Stolzgefühl für lecker zu sehen. Weil wenn ich locken am Gag, sondern sehe den, muss ein schwerer Beruf sein. Komm auf wie viel Doktor gehen, wie viel Avocaten, dann können wir nicht Lumpenkrämer. Da muss ich aber viel gelehrt, für das zu gehen. Das kann ich so gesehen. An der Schule war doch, ich hatte zum Beispiel eine Visite an der Schule vom Inspektor. Und da hat er gesagt, was willst du da gehen? Doktor oder Avocaten aus? Da könnte man möchten so durch. Ich bin nicht aufzuregen, ich hier Lumpen kommen. Wollte mir ein Dix. Gott sei Dank hat auf der Schulmischte geguckt, den direkt gefängt.
Und du hast weitergegangen, so, ja, den das Lumpenkrämer. Men het mir mis am lang Dixen, wär mit es még Mama an der Schul. Wenn még Mam dat war eng Frau, die war ganz stolz an och sie die eis die Motivation ginne. Dann als im Sto hem war még Mam die führen Person. Még Mam huet as alle gute gezielt, sie immer fir hier Kanner gesuercht, sie het sich fir den Zug gestrickt fir hier Kanner. Dat war még Mam. Für den Alldach vun de Lumpenkrämer den Ers gesinn. Wat du dir als Kant an do Gemer oder ja, also ich als Kant schon dann gemerk hun, dufir kann ich haut gut mis man dann freies Riegeing dat geschir sich. Ich wees nach, dass der dürfen nu Speicher war, da sind so klein Bugie gein. Und da sieht man dann hin kommt dann hue den dort den dat ënner sich gesot net, wenn mir wo immer klein geschir, war ja net fir so plättet ze giwer ne man eng Kurve oder so kommmers. Dan net gesot ich hun hacht. még Mam Reppesfir schmappcht. Da war Reppe sto, dann hat bimmer vun alles. An dat war dat hunn ich geleert. An dann hummen ich och mat schon misse van het Hembruch gin ass, mo je da am Kam ja Hembruch a Stree, dann as se duwen opgedro gin, do hat ma pap se Lehrer, dat wo dummer all der siche gang ass ne. Und dann huet ma Pappe pu kann ass een Päfendal geholl. Und dann nicht dabei, und dann mir dat alles opgedro. Ja, und dann hun ich mal bimmer bus mir groß ja. Und ich bin Papa auch geholft oflöde mir hatte vertecht ein Haus an der Mowels an dat war mir so Bauernhaus. Da hun wir dann an der Scheier Lumpen an der Schrott gehabt. Und du bimmer hue de Stadt die Häuser aufgehabt. Und dummer der waren se Mama oben Mam. Die war schon all of Mam sie in de. Ja, well dat als Liewe wär. An dann wann da kom se das Gesetz még Mam du das Dir. net soviel Kanner giet Dir schen du kom errenken die so den Katrin, wie kënne mir zwee der doof me. Sie hatten zwar no eng kleng an den Nusa még Mam hat dem dun dat Haus awer gut agepackt an du si immer dé seit vun ge. An dat Haus wo de Lo Menage do gewull. An dat war awer net ergericht fir so dat mein kleng Plätz. An dann huet mein Pap do de ganze Schrott ëmmer missen duch die Plätz schläfen, fir dat duch so Gang schläfe an die Plätze kreen. An dun ass awer dunne Bemol, dat ass die 1952 waren se schon de pumal dort in Iwer bei dem Haus. Doet frei wollt hier de so verkäfen, an dun nower ass dat versteet. Du heb eng Mam dat Haus gehaft. Für 300.000 Franken waren 17. Und dat war fir Reis es wunderbares. Wir hatten Hand Scheplatz, wir hatten en gro Scheier, weil waren Bauern haftgewielt. Du war immer flotter raus. Dat hi die Schrottsammle gang, die sieht Lompesammle gang wat nach? Ja mir noch Schranke goll. Me dat huet még Mam gemerk, weil du gëtt so go enger dot. Még Mam die as immer op Bayier gewiecht bei die Hoppe. Ja. Die hunn vun de Bauern die Kegeholl oder dat Véi war de Bee gebracht hat oder Deppes. An dann hunn déi dat nach versichtere man 30 war net nach geschlecht gin Schweine wat gefeede gin. An do as enger dot hun enket még Gros méger Mami a Mam, die hat de Bemmler ganz schwärz been. An du huet de Kees mis Beener ofgeholll. An du si awer hun als Jeek, dat méger Mam hier Bruder, még Mam an mei Pap, sinn dann op Bayier gefu an hunn se sewer nach Mat geholl. An dun wie se gelden hätten die Schanken, déiäit ass dat war nach Schanke mat alles doen, dat war fir neiseräit ze menge Zeit goufet dat net méi, well du huet de Gillen dat gemerkt. Die war extra do fir do. An du huet go hunne mise si kiet Beenhof. Feise mir dat Been. Du het geguckt. Ech ginn de Reppes mat. Dan as geschwinde wäch. Du huet nie 7 Bern mat gin. 7 Bern. An ze wies wette dat Bärm die streissige Drechen, klein geschnitte mat Potter an eng Kreem davor gemet an dat mat dagegif. An du wärewer verboden die Beem, well de kon so ofdreiwen mat. An die hunn de Roshiet Been mat. An ich hun dat nie gelief, an ze du zielelt hun. Du kom nicht a Reinkeier an eng Wirtschaft, dann bemmer rift en Hei moie Pier, wie geht dat? Wei vun den Hoppe. Ja an ma mi hun enger dot zo mir ze summe. So wat enger dot.
Na ja, so den Ding goes, die hat haut je Been Ruf van mir net gewircht. Du in die Stadt gekleeft. Dat war ein Heelkraut. Ja, war nicht Dezeit im Football mal ein bisschen mich vertrünnt, Mama schon mal da gegeben, wer da drei. Wie wat sind die Schanken da gebraucht? Wie war das du mat gemacht? Also man den Schanken als hauptsächlich die letzte Stifte gemerkt, das alles wird Freiheit gemerkt in der Mutter. Also das war schon ein Artikel für sich. Also weil ich mir hun ich habe meine Frau und dat nach just lief mir hun nach op der Rumschanke gelöt. Mit dat waren Schanken, die waren 100 Mal gekracht. Dat war bis ich ugefangen aus dem Dippen raus, der war so ein groß Papier rausgeschöpft, dann heißt immer die Stips. Mit da sind nicht dummer bei den Gillen noch Bech gefuhr, bei der Breckler, weil die Zeit, das war der mehr Gillen sein Pap. Und das war so ein feiner Mann. Immer wenn ich rauskom, so na Buf, passt du da? Wie geht es? Willst du ein Zigarre? Und dann hat die Schanken. Der Schein geht lo Matter drüber, da sind wir rüber und Neidhof gefuhr, da hat den ich hab. Oh, also der war überall gefriert, alles. Da lag alles voller Schanken. Aber wenn wir kommen, sie so zu Schein, im Moment. Die opgemerkt, da war so 5-6 Quadratmeter Bütter. Da sind Morde gelaufen. Dann wird die zu Summe gekehrt mit ein bisschen Seemehl und dann an den Nehmer, also an den Fäß. Aber wir werden dann nicht eine halbe Stunde am Gang auf und da kommen Fischer. Oh mein. Für 10 Franken oder 20 Franken, so ein Deppe voll der Morde für Fischen. Ja, kriege ich schon 20 direkt geschickt für die Ja, Geschichte. nee, nicht mehr für zu sagen. Und da sind ihrem Ruf an der Brecken, und ich muss auch immer sagen, das war ein ganz ehrlicher Mann, und hat mir das auch immer gut bezahlt. Aber nicht die Schwestern auf der Ruhm. Nehmen wir 5 Franken, hätten sie nachgehalten. Weil ich war nicht so interessiert, die Schank, weil das war zu meiner Zeit, ich weiß, dass ich mit meiner Mama schon gegangen bin, du mir das schon nicht mehr gemerkt. Außer drum. Ja. E putzet an denkt. Ich gi bei der Kobe an trinken englisch, Hautlung an menge Bayiers vum Putzet ewig. Mei Furg war gochte net gut beliegt, dat de wie Pinkes oder keim op Gericht. Der Laket war Rosen an huet lang gedauert, an all ovens huet hien op der Putzet gelauert. An emel krut hiernem am Geneck, an du krut de Krufes Knijp along gleich umreck. Ich soen Dire de Lo, dat do war wird lacht, nach emel dat do der Gösten is gut vu mir gedrecht. Weil putzeten an zanketen, an laketen, und sich nie verdrohen, an manchmal och een René zu flohen. An oft war de bloen Zwier der Runde voll, dann hatten sie erst zu viel gedrungen. Der Pinkeskopf dünn zurückgezogen, weil der Kommissär hat hier mit seiner Muffs bedrohen. So als er dann liefen, und möchtest du dein Becht, da gehst du noch für den Abend gut gedrecht. Und Moral, geregelt kauf oft den nächsten Streit, für dich kauf vernannt, und da kauf aber Kuffels Kneipp. Der steht sich dann op dem Tür geführt, die Klompen angesammelt, Schanken angesammelt, Schrotter gesammelt, und du nicht mal ein Ters oder ein Teller. Oh, so nicht immer ein Ters geht, also, war immer, ich muss nicht sagen, das war das schönste Leben, wenn du es kannst vorstellen. Du warst wohl auf dem Tür geführt, du wusstest nicht, was geschieht hat. Und dann, sie bin mal, da sind Leute kommen. Wir haben immer gesagt, meine Mama hat immer gesagt, du musst ein Haus machen. Weil früher, da sind sie gekommen, dann hat die nichts um Fahrer gehen, hey. Und sie zogen mir, sie sagen, man nichts. Und dann mit dem geschickt, sie sind den ganzen Tag gefahren und sie hatten nichts am Wohn. Ah, ja. Also meine Mama, da haben wir immer nicht gesagt, wir haben da mal drauf, wir schellen alle Haus, brachten mir nie gut Haus zu sehen. Dann hast du ein Dollar gemerkt. Weil zum Beispiel, wenn du eine Zugangswäschmaschine derzeit hast, dann hast du 6.000 Franken. Ja. Und die Zeit, da musst du bedenken. Und da sagten wir, um Wohn 3 der Zugangswäschmaschine. Wir haben all denken, dass ich dort nicht an meine Frau eigentlich Bohnen wie rausgedrohen. Aber wie mit dem warmen Schnee. Aber wenn du die Treppe auf hast, das 4 Gang. Du hast halt nach Gefall. Handelt sich an den Schnee und die Maschine auf die Knie. Nee, ja. Mehr, mit war einfach so. Weil war keiner am Haus, der konnte du packen, sie hatten immer am Regen. Das war nicht. Und ja, und da sind sie bei der Wohnung gekommen. Und da war der auch beim Wohnen so,
dann hun Leiit dat geschie oh. Und da wären er woch Leiit dabei, die huet da mat den op hatte kutze. Du wär so op immer so net pichert, du hast gesinn, der do gëssel lo 2 Teller und da kebt die der nacht seng. An so wäre doch. Und dann huet ze gesot, dat wär jo hochscheinen Service fir ma Mädchen fir all der van dat lo bestueret gët. Well die derf net vergissen, déi Zeititen net wie haut. An dann hun mir dann die Leiit hat verkäft. An da war doch nach eng dot da wären ma moes halfen 9 Humor gewerkt. Op der Bergen noch Stroos. Da si immer halfe 12 feier fir 12 heem gefu. Da stungen Leiit nach Tritte am Kurf man de ze schwätzen. Dat huet még Mama mal gesot van die Mann no heem kan méi die Dünner na gekacht. war dat lo die enzech Lompekrémer Familie Hafendal. Nee, also om Krich waren am Hafendal giwich bei so 3 Schrotthändler all Lompekrémer. E Schrotthändler den ass nëmmen schrotzische ge. An du war am Krich die Hülsenzeit. Dat war en Gloheitszeit fir die Läkerten oder so wann ich der Lo wild erzielen. Do sinn die Hülsen dat warwer Heeresgut hos de net Dir vun hole. Mi hunn sinnne de Lompe verstoppt am mat go. Mi hat den Nomkrich 10.000 Steck am male Kabin lein. Dat war do am dem Haus Lo Menage, dem se pap war Bäcker. Am hun dat man die alle Kabine genannt, well den hat eng Hëll do, an do hat den awer schon e richtige Kabine wis du wist ich ganz eng gosse Plack setzen a mat Wasserspülung. Dat war schon do. An dem Dingen hat mir 10.000 Hülse. Dat war Koffer oder? Ja, dat is eng Ligierung an Idee 25 Frank steckt gin. Du ma pap zu méger Mam gesot Katrin dat kann net du halen. Ech geef ze verklappen. Ja gut sind ze verklappt. 2 Meter no waren ze 125 Frank. Du war de kelle Krichmann Amerikaner mat Russen doen Amerikaner alles kafirm Krit fir séierem ze rusten. Egal wat kacht. Dat moest je bedenken, want ze dan die Unterschied has van dee zoen, hij ze demmels een halve Päfen al kunnen kafen. Eerst van ik zie net op een Tür gefu, met die hut eng Entreprise gegründet oder nee, dat is net die kwestie. Meer zie van de Niederraven op de Zendingen Biers komen. Als je in Zendingen Biers komt zien, toen zie je immer Mikroski. Die klein aan het verre vroeg to enger dood is, daar we moest zoveel werd. An der Feierie kust du Dezeit Geschirr fir 500, fir 1000 oder 1500. Dat konnten die kleinen Händler sich alles lechten. Dat well nach dat Geschirr war bis getecht werde ge. Und muss net all getecht mit dann waren net verhefnet oder wei. Du kom haben die neii Maschinen op an Feierie. An neien Porzellein. Du war nachmi fu. Dat war dann Ausläifmaterial. Geeske wie sagst du wie den Matschkowitsch sougerufen huet, Hey Pier, du kannst mal raufkommen hunn. Ja du komm mal rauf an du wie das dann lo lass. Ja wie dann lo? Ja ënner 700.000 Frank as naste kree. Du sinn die Jaden die kleng Lompe kem alles hire Wegein, die konnten dat sich net leest. Mir waren 2 Dezeit schon de bësse gestiefelt. Ich muss awer eleg so schon noch eng Lëps gedregt an du op még Fra mir gi mal op, du mest dat. An mir op an du weich ma Matschka wie John Wang de si ja 750. So ich kind 700. Ich kind 600. Nee Frogang nee Bim hat dit fir 650. Flott. Maar je de Matschkowitsch an Naamgolf fir bezëllen ze gon. Ech hun de Mengen appppes kleins gin, doet den eng Palet vun déit bei Mch gesät. Wwer ëmgedréet gewir an nech net opgepasst het. An so war dat to ge. An doen ass dat awer ginn, dun se konten e Bemol, du seet még Fraenke overstreng Lompe krimmen, die scho bei jei so flöde kommen sinn. Die well al eng Auersinn an netz kom. E gaf hin an e Konjak an du op még Fra zum Miss Willi ich mein eng lee wie eng lee. Maar du kannst lo nowen de soviel Geschirr hullen, mé Moer musste bezuelen, Moer den Owen. Dat fëll zo, du kannst se der schaffe goen, mat dem Geschirr.
An du sind die Lumpekrämer immer mehr zu mir kommen, sind dann noch viel bei den Schweinegang, auch noch bei den Retsch, weil die noch ein bisschen mehr da als Schrott die Zeit bezahlte wie ich. Und das hat sich aber du mit der Zeit so entwickelt. Und Bremer war mir so groß und immer mehr groß, dass wir nicht mehr konnten unten Tour fahren. Du sitzt mir drüben am Büro. Und du hattest ja auch Maschinen drüben, die 50, 60 Millionen kosten. Wir hatten einen Press drüben, du hast den ganzen Bus dran gesagt. Die Jungen waren unter dem Büro und hat sich so, da war der Bus schon durch die Maschine. Pfaffendal, da sind ich geboren. Ich kann mich nicht trennen vom Tevesboer. An mein ganz Jugend und ich Scheife bruch. An nie am Leben und plündere Geduld. An nie am Leben und plündere Geduld. Hei will ich bleiben, hei sind nicht geboren. Ich kann mich nicht trennen von unserem Tevesboer. An all mir Kanner, wir hatten nicht fein. An harten Armut, an nicht viel Bein. Wir sind all groß Kind, wo manchmal knapp. Dann hum mir Kuh an der Burg gezappt. Dann hum mir Kuh an der Burg gezappt. Hei will ich bleiben, hei sind ich geboren. Ich kann mich nicht trennen von unserem Tevesboer. Ich bin zufrieden, glücklich am Dall. Du hörtet mir immer am besten gefallen. Und dann Peide hat Verdruss. Dan as plumper nog andere gefloss. Dan as plumper nog andere gefloss. Hij will ich bleiben, hij sind nicht geboren. Ich kann mich nicht trennen von unserem Tevesboer. An immer ovens, andal op de brek. Und tautse gedibbert, voor leder voor glek. En dan bemel, da kroten zich strijd. Da govet makkes, a manchmal koefes knijt. Da govet makkes, a manchmal koefes knijt. Hij will ich bleiben, hij sind nicht geboren. Ich kann mich nicht trennen von unserem Tevesboer. Sie gehen sich ten, der Freitags geduld, und holen sich immer dies gleich verdrohen. Da geht eng nicht, eng ziemlich groß, an Handen drop, man plumper ugestoß. An Handen drop, man plumper ugestoß. Hij will ich bleiben, hij sind nicht geboren. Ich kann mich nicht trennen von unserem Tevesboer.
Und in der Buchbesprechung geliers Di wat als Kant war immens gut am Rechnen, dat eng Leer als Mechanisien gemach wie wat sie dat den awer Lamperkrämer gi fir wat der net den Ja, also ich wollte nie an Garage. Mein Pap hat mich an Garage gebucht. Hier hat erinnert, mein Pap war immer für Drinnerte. Ich muss sagen, wir hatten noch eine gute Rennung. Das war ihn aus dem Krieg. Hier wollte mich an Garage, dass ich kann als Reparatur selber machen. Und da hatte mich stehen, ich habe mal nachgekriegt. Heute nicht mehr so zum Chalet, das ist nicht leer. Und dann hat hier mich da, für 3 Jahre soll ich da sein. Und du hast aber so geschieht, die Reynolds-Garage, die hatten an der Straße, bei der Straße die Herren gelohnt. Und du konnten sie mit dem das gehört hat, Comedy, du konnten sie die Beine nicht mehr verlängert. Und dann denke ich, Mojes könnte ich alle bei mir am Gang bremsen zu machen. Bei mir Freunde sieht den Summe immer der Fritz genannt. Du siehst den Fritz, wir halten hier ab, wir gehen bei der Lutsche. Wir kommen an Mercedes-Garage. Gehst du mit? Die Charlie ist unter vielmals mehr sind, dass mich freut, weil der Charlie war ganz froh mit mir. Da konnte man auch mich hören, wenn kein Matgang als Depanieren ist, jemand gegangen. So, ich wenn mein Papa heute mit dem Herzlo schon zu dienen, ich musste heim aussprechen. Und dafür habe ich Stunde ab. Aber ich wollte nie das tun. Aber wie mein Papa, wenn man so schwer krank war, wollte ihn sogar ein zu Weg, wo der nächste Kino war. Weil die andere Seite ein schön, sie ist nach Hause die Station. Und die war die Zeit zu verkaufen. Aber was wollte ich kaufen? Dann kann nicht halt Benzin verzerben oder an der Käse mit man zerbt Benzin und du musst auch kleine Reparatur. Aber das tut mir nicht. Ich wollte immer ein Lumpenkrämer sein. Und die sind nicht gehänselt als Kant, als Lumpenkrämer? Ja, doch, das hat die immer. Wenn ich wusste, wohin so. Meine Mom, die war so autoritär am Pfaffen. Ich weiß nicht, dass Katrin kannt. Meine Mom hat ja auch geheischt, also ich bin am Pfaffen, wie die Pfaffen da. Nach dem dicken Nickels Katrin sei ein kleines Pirchen. Aber meine Mom war dem dicken Nickels sein Mädchen. Und da hat meine Mama hat kein Gefährlich am Pfaffen, da war von 7 Meter groß gewesen. Meine Mama hat kein Gefährlich. Und da war auch kein so kein, mir so als Boven passt gehet. Mir nur aus der war ein bisschen, du hast den Beruf. Aber weil ja wohnen am Pfaffen alle so, waren auch nach Lumpenkrämer dumm, nicht an dem Punkt wie mir. Mit einer Woche Leute, die mal der Wallis gehen sind. Die so Geschirr verkaufen gehen, also Tellern, Löffeln und so, oder Stifter, den Bauch gewickelt. Und da sind dann täglich das verkaufen gehen. Der waren doch viel da. Lo den Untertitel von Ihrem Buch ist schon der letzte Lager, das hielt. Wie hast du das am Genisch? Geht die Frage nach Genisch geschwärzt oder? Ja, also als Kanada und sich schwätzen sie nach, wenn sie wollen, dass die niemand nicht versteht. Das war am Fongol ein Spruch und das auch nach Haut von verschiedenen Geschäftsleuten. Hitler hat sie für sich mal wieder gebraucht. Zum Beispiel, wenn mein nur Großpap den auch Pferd kaufen ging. Und wenn er dann an den TÜV kommt für Pferd, dann hat er für die Gesellen an den Stall geschickt. Und dann wird den da aufgeteilt. Da wird er schon gewusst, die Frau ist die Schlimmste. Oder den Haut, das ist der Mann. Und die Frau wird muss. Da kommen wir raus und dann hat er nicht mehr brechen mit dem Großpap zu schnegeln. Muss runnen, muss, das ein Schaufel muss. Da wusste ich genau, wie ein hier zu löwen hat, der Band nach Wien schon mal der soll tretieren. Hier wusste genau, du musst trefflatieren oder wie der Welt. Das war dann die Geheimspruch für das Geschäft. Ja, das war kein Geheimspruch, sie hat viel gesperrt gehen. Verhabt sich ein Geschäftsspruch, wo der Metzler hat es auf Singmann näher gebraucht, das ganze Geschäftsfeld hat sie. Ja. Das sind hier wieder so gebraucht, wie sie werden. Das ist kein, dass in anderen Arsch, zum Beispiel bei mir an zwei gegangen sind, dann kommt die Sonne immer da rum in den Schott. Und wir hocken da, wir können ja mal nicht schmusen, ohne dass in anderen Wort versteht. Da habe ich gefragt, was bei, oder ich wollte mir nur einen Schott gesehen, kannst du mal was schaffst du? Und der schwätzt man der Frau auch schön? Ja, wir können das noch, ja. Wir schwätzen da. Aber nach einmal den Untertitel von Ihrem Buch aus, der letzte Lager, das zählt, seht ihr da nur die letzte Lager? Ja, also, wird so an der Manier abkaufen gegangen, als wie ich es gemacht habe. Also, ich war der Jüngste, die Zeit sind noch nur die Letzte.
Ja, das Chemie dort den nach Haut selbst gemerkt wird. sind noch keine Leiit mit die op den Türkisch Schrott sammeln oder nee, Haut neen. Also an sich sind heute Lützeburg praktisch kein mehr so Lumperkämmer do. Mir wird Haut zugeholt, all Mensch sammeln die Welt. Leute kommen nicht mehr durch. Das wirst dir so gut wie ich. Haut den 2000 € verdient. Die können nicht durch. Und all die mir dürfen sehen, die gehen das alles selber rauf. Dat tut freiet Lumperkrämer gemacht ne? Ne? So war dat. Ja. Wo war der Lomet zufrieden, wie der moderne Mam op den Türgang se Schrotter sammle Schanken sammle Lumpen sammeln der Lo en Betrieb zu Sending wat Also ehrlich gesagt még Seelgiwer Tour. Ich hun mir am Mo van ganz schwer még Frau die war jo Büro még Frau de Büro gemacht. Dat war még Chance hat Kontabilitéit alles geleiert. Még Frau war zu Metzausgebild gin. Dat war auch ein klein Chance mich. Also ich konnte mich an der Kontabilität ganz raus. Mir man nie geschwert wie geht wat tummer oder wie het werd me de rest hat mich Frau gemacht. Ich schon op der Baskül ahaft, schon Klio bezöllt an dodurch dass ich aber die Lumperkrämer all hat Fäschen nach immer einfach an der Branche mal dran. Ich wusste genau wann sie kommen sind an hat gerent. Wie schwer dass dat war am Reen ze läfen fir wer dein Dollung ze ma. mir sinn al geläft der Schnee könnt ihr dann am ja madame ich kennen net am Wand die suen opbiessen die war am Summer verdingt mir wus ja was klein Spuren dat war so. Ja, dat war ganz respektabel vum Lumpenhandel bis hin zu einem Betrieb wo moment weis bis 50 Schleit geschafft hun dat net so Zeit zu freier Zeit wärmer bis 4 Schleit. An du hunn mir zwe eng Verhitmann gemerk. Ich hatte e klenger Problem duwen, die wollten immer den Terra. Ich hat den Terra gehaft oni dats de Staat dat Dezeit konstant nach haut huet Gemenge immer de Privileg. Dezeit net. An ich wär jo och ge anzwannig gein. Me summmer keng Platz gebieten. no der verhit wie se soll du fegen. Der gewiesen zu David den Uwen eng bis was an der Strom 50 Kilometer wäch. A wost wässer heb kene lass es dummete. An de Scholler den hat mei Pechtwe wärm Scholler selik. Scholler hat niewend mir en Terra, den huet de Staat her no überholt. An hier gut drinnen wo lote de Scholler gereich huet, wo dem einsgereich ass, dat feier de Scholler. Den hast du do hinkommen, den hat du die idealste Platz konnne gin. Mit eng dingen min Kanner muss ich so mein Mädchen an mein Bof sie hun woch ze summe gehalen. Madeis an mein Mädchen as am Fogel net vir gesiege wie um Senninger Biersch schrotze mein Mädchen als Biologieprof. Denke mis se werde bis soll zu dickre Jufenken an ich kon ke gesinn do sitzen den nach mist. Hölzet kam net, da gest do an Di Staatlöden an Datlöden an Heilöden an do. An so ass dat an der bimmel 3, 4, 5 Mol den der rakom mat der kam net. An der Bimmer hat spes mat der Säkrit. An si man dat wonderbei ma fies den du kannst dir geld wettering Maschine in die Hëlt den as neensetzen ze summen. Alles an ma Mädchen as so an der Kontabilitéit nach schlimmer wie még frei. Mit dat das woch lieste verstoun hat du nie gemerkt. Die hat még frei net gemerkt. Ewer als Kanner stungen hand runn an dodech immer dowen verhit, hat mir nach dé Seit en Terra. Der ver mégem Bof sein Terra. An do hun mir du do ugefeing. An du se ganzheit behabt, mir hätte kein Genehmigung do. An dat war net wo. Sie wär mat der Ragol op dé Seit. Also dat hai as se Gedicht dat teeg um Tewespur. Freie huet Leiit alle gotte Gewer um Boer, an dat se noch nopere Gewäsch gin. An oft an hun se so lang mat den nee geschwaart, dat se hier Männer vergiers hunn die hin net Wäger me heem gedroen hunn an Hausinn 2 Dammen, die hat dat doch vergiers. Tewespur. 2 Dammen Sichenhaf hat sich emol Tewespur getraf. Sie hu gemossel bis half nucht an net méi un ihr 2 Hauze gedurcht. Die eng die sot ech muss lo goen. Mein Haus de kann dat werden net verdroen.
a mei sollt die Äne den ass bestimmt heem, weil dee packt et net mat zinge been. A Wirklichkeet tauzen die Wärne wäch, mis si hu gehockt und hewe Spur an der wäch. Den Jeff Baden huet an aus dem Interview gesot Géinech dat fir quasi en Deel vun ausem Patrimoine Linguistik. Wat kann je macher fir dat Géinech fir als Nowelt erhale gëtt fir schon hauterem Scholen die schwäze. Gët an de Scholen hauterem praktizeen. Ich wees das heißt zu Schëtter och schon darüber geschwert gët. Net et zoll net verloe go. Et war jo eng Spruch. Na, mir wie gesot sie as mé geschäftlich gebraucht gin, wie se so. Met war och an allen Dingen war so gut an enger Wirtschaft eng Spruch wie iwwerall. Wie Dir als lächte Läcker doch ha ans do Scholen invitéiert fir den. Ech war enke man Posse an man Meder nach man derëmperspeech an der am Institut do wärmer Wenn mir hunn erwo schon op der Rumunich geschwert. Ja, und dann zu Dickrech, ja, zu Dickrech am Maltersheim. Ja. Da war ich dann invitéiert gefeet Lompekrämer ze schwätzen. Di huet an noch Buch rausginn iwwer Liewen, dat an den Titel huet vum Lompenhandel zum Recyclingcenter. Kan Di als kurz so wo krit in dat Buch ze kafen? Dat Buch ki den Senninger Bierch kann en doch he kreen. Met kann in Senninger Bierch am Schanscheduchen, da kieste dat Buch oder kann sich gon kacht 35 € se to. An dat erzielt an e bëssen Liewen. Ja, ich wollte mal enk hier ewer schreiben Lompekrem ass ja woch geschleeft gin. Wat das schon da wie we. Vol der wo enke de mod hinstellen die Leiit dat sewer sie wären egal wéi. Dat sie verschiedene vun hinne keng Sue versøche kommt. Dat wär besänecht. Net ich hun zum Beispiel Remenke de dem ginne enke overs. E Bär Dauer. 35.000 Franken. Soviel hat. Moie schrift den nun Pier. Ich komme dann gesund so mache ich so eng frisch Punkt tun. Dat war sein Ausdruck, sie geschwende Wwe. Und da kommen op, du musst mir direkt 10.000 Franken Akkon gehen. Ich muss op remsche Gemeng Lüde und du musst direkt bezahlen. So Dach geschnoven, der war geschnoven. So. Dann hat die ganzen nicht durchgesucht, egal für wie leid. Hat den alles versoffen. Dann hat den alles versoffen. Und er hat eine Chance, nie. Also das war ein Tipp. Er hätte können viel leiser haben. Aber der war immer umgegangen oder nicht muss. Fertig. Ein muss wissen, wer das ist auch jenes. Ja. Das ist ein Fraumensch, ne? Ein Fraumensch, ja. Und er hat das als ein Mann, ein Kniff als Bof. Eng Scheck as e Mädchen. A wann ihr dann kom lest, da könnt ihr an de Klemmes. Ja. Da kommen Zankert hin an der geht an de Klemmes. Ja. Ja, ja, ich menget sinn Gene Schwerde, die man unbewusst an Spruch nach gebrauchen. Ja. Sie kommen nach 4 net Kitten am Nile so dat alles met wer schuet. Met sinn awer haut schon am Scholen, die sich mat amüsieren. wat amüsieren, awer die dat awer will bisssen opfrischen. Ich weiß, dass ich in der Schule mal so Blätter gehen hat von so wie der Stungen. Ja, also es war an da wie gesagt ehrlich, das soll nicht ein Geheim, hat viel Stolz. Es war ein Beruf. Traurig, dass den Haut nämlich kein Kind, weil Haut wärst du schon handicapiert, längfertig zu parken. Wie gibst du dann auf der Berg in der Straße Haut nach Kinder kann mir bei den Tritt herstellen, dann wäre ich nicht mehr dran. Ne? Und das hat war auch nicht viel lauter. Wie mir um die Drei kommen sie 1952 an 3 Autos am Dorf. Das war alles. Und heute stehen da 3 bei einem Haus. Ja. Ja, das war mit das ehrlich geschwert, sondern immer ich hatte von den schönsten Berufen in geht. Weil es immer neues vorgeführt ist, da ist noch das Kind am Niles und dann oben ans Heim geschieht, was dann heißt der Niles voll. Ne? So gesehen, du warst an Welt gefuhr, was geschieht. Du wusst nie, was dem Moosgift geschehen. Du wusst das schon. Den, die schaffe, die weiß genau, wann ich noch so viele Stunden gemeint und so viel verdient. Das konnte mir nicht so. Ne? Du hast da 2 Häuser, da weißt du schon, der glücklichste, den du Kinder hast. Du hast aber mal, wir hatten eine Chance, wir waren immer gelötet wie Maulese. Wir haben nicht mehr stundenmäßig, 11:30, 11:30. Da war man gelötet wie Maulese. Ich habe für
fir Beggen ze ma. Beggen no Stoos, wie Bäerding an so. 14 Deeg gebracht. Wie sie noch Mëttes gein. An mir sinn en noch nach Mëttes geng. Du hätte ich als Gempi méger Schwester Beruf, die warum bei se Vakanzen immer viel an de Lumpen immer mat da gepackt alles. Weil die mis nach Sekt me van ze las waren. An de assen bemmer no der Schau, so die enke ze még Mam loss de Gempi froen op hi net Vtebel kann hi abhaken an mir zwee vor en Zweemal op den Due. Dat muss ich noch nach so, dat war fir még Mam. Sie war ja awer du schon weil sie ist Jo. war awer schwéier fir sie 2 Mal den Dach dort ze läfen. Me war még Mam bis moes hier ho gekämmt hat, an eng Zigarett gefëmmt hat an e Filter gedrunken. Még Mam 3, 4, 5 Filter an den Dach gedrunken, dann lass sie fortgeflo wie Flieger. Ja, so. Da war sie rein. Du war de Champi, dat war se nicht Näbeter. Den zweeten Näbeter war eben se Pap. Mein Schwerpap. An dun as immer so weitergeg. Well vu mal vun nie Dramen op de Sending Weerschgein, du war awer schon zu 10 Mann. Ja, dat war flott. Es hat eng Kleef Quantelchen sichchen Haft getraff. Een zockerseese Mënchen an alle Wege schlaff. Dat muss ich kreien, dat wär mein Lebensglück. Ich ging mat keinem deelen, da lebe op mein Brick. Dat muss ich kreien, dat wär mein Lebensglück. Ich ging mat keinem deelen, da lebe op mein Brick. Ich kon am Boot net schlummeren, bis bei noch half nucht. Kom net aus mengem Kiebes an hun und Schecks gedurcht. Ich ging het gerne frohen, wärst du leng für mich. Op den Hand ginge je drohen, da wär ich glücklich. Ich ging het gerne frohen, wärst du leng für mich. Op den Hand ginge je drohen, da wär ich glücklich. Ich komm mat ihm zu summen. Et war schon oben spät. Toen heieren ich rufen. Dat as mij greet. Ich in de West am Kuller. No enger lange Zeit. Der Kiebes war geschwollen. So gut ich Kuffes Kneip. Ich in der Weist am Kuller. No enger langer Zeit. Der Kiebes war geschwollen. So gut ich Kuffes Kneip. Für dich da musst du präven. Und an der Reich bestuden. Sonst geht der Weh beim Gretchen. An wo ist der Knöpf geluden. Dat war ein Lehe. An wurde viel mehr Zeit. Sonst leisten is am Kulang. Akis nis Kuffes Kneip. Dat war ein Lehe. An wurde viel mehr Zeit. Sonst leisten is am Kulang. Akis nis Kuffes Kneip.
Von de Leckerten dabei eise Spruchmates Lexrot, den och haut wie gewinnt so Mundspruchperel ze bidden huet. An enger Spruch entstehen dacks nei wieder mat neie Sachen. Mei, dann ass et global nëppen eng froh vu Logik, dat ocht wieder fir Allsachen Martine verblatzen a verschwannen. Sie ginn no an no ze soen op Zeit gelecht, op de Speicher, an de Keller, an der Schap, och an de Sprucheschap. An da gi se vergiss. Hört man ausdruck wie Kenki, eng Mull, e Rumpfass oder ein Kohlegelb, die sind heute so rar wie Sache selber. Wie braucht dann noch ein Kenki für zu lichten? Ein Rumpfass für Butter zu machen, zu beicheln, was an der Zeit auch nach so genannt guf. Was soll mir nach mit enger Kohlegelb? Was so okay Kohlenofen mehr an der Stufe steht, die so haut auch bald nimmer mehr Living genannt wird. Guck mal, steht op keiner Kachmaschine mehr, an der Käfeier mir sitzt, wo aber auch nicht mehr so wie bei der Bomika los, ganz los gurgelos gehen, wie zum Beispiel eng formidable Brit. Wenn die Haut der Sache nach beginnt, dann ist es meist Flohmarkt, wo sie kauft gehen, für ihre Steck Vergangenheit, schäglerisch zu schauen, an zu blinken, sollte so ein Steck verlagern, das am Gang an einem besonderen Eck oder auf einem Fenster ausgestrahlt wird. Das ist ja ein Liefsach, um vergangene Zeiten zu erinnern, mehr, ob sie so gut waren, wie das gesagt wird. Darüber könnt ihr mir lang schwätzen, als jederin ahnischt, gell dir, dat Ausdruck für die Sache sich agit verspruch, durch die sogenannte Nostalgieform nach ein Zeichen halen, dat das so gut anheblich. Aber wat in de Sprache verschwindt, dat kriegt ja no auch kein Flohmarkt zu kaufen. Letztwoch hatte man echten Deel von einem interessanten und didaktischen Film über Minen und Mineuren von der Terre Rouge gewiesen. Haut an den zweiten Deel von diesem Dokumentär. Zwischen 8 und 10.000 Kilometer innerirdische Galerien sollen es am Lützeburg-Lothringischen Raum gehen. Wie viele da wirklich sind, weiß keiner nicht. De Chargement. Minet vom letzten Tier müssen weggeräumt gehen. Dafür waren 340 Pferdstärk riesig Caterpillaren zuständig, die mit enger Schöpf gleich 9 Tonnen Minet gepackt haben. Diese Caterpillar hat sich schwer Charge an den Konkassor gefordert. Ein Brecher, der mit einem Konvoyeur, einem Förderband, verbunden wurde. Hungrig schon die gierig Zähne vom Konkassor auf ihr Futter gewartet. Von hier aus gingen die zerkleinert Minetstänge dann auf einen 7 Kilometer langen Ries bis an den großen Silo. Da wird Minet dann an Waggon geladen und an Tier gefahren.
Bon, nous trouvons ici donc au poste de soutirage qui est le point final de tout le réseau de bandes que nous avons au fond. Nous avons ici donc des accumulateurs de 700 tonnes qui nous permettent de stocker la mine. Cette mine est ensuite chargée dans les wagons à partir du poste que vous voyez ici, automatiquement. Donc dans cette pièce, la personne qui est ici, qu'on appelle le sous-tireur, contrôle l'ensemble des réseaux des bandes qui sont chez nous, des bandes principales, avec les différents accus qui sont au nombre de 3, où il peut voir les niveaux. Donc la mine effectue à peu près 6 à 7 km par bande avant d'arriver à ce point-là depuis le chantier. Donc le sous-tireur qui a un rôle de contrôle des bandes régule également le roulage proprement dit et il est aidé par ça par un automate programmable dont il a ici un synoptique qui lui permet de connaître la position de ces rames au fur et à mesure de leur avancement. Nous allons donc maintenant procéder au chargement de la rame par le sous-tireur. Donc la rame va être amenée par télécommande à l'aide de la manette que le sous-tireur est en train d'agir et va venir se positionner sous les trappes afin d'être chargée. Voilà, on voit donc les premiers wagons qui arrivent. Il s'agit d'une rame de 12 wagons qui sont actuellement vides et donc qui vont être chargés en un petit quart d'heure. Donc nous allons procéder maintenant au chargement des wagons proprement dit. Pour ce faire, nous disposons de trémies doseuses qui sont placées au-dessus de nos wagons qui permettent de mettre la charge qui est exactement nécessaire pour remplir un wagon. Lorsque ce wagon sera peint, il aura entre 26 et 27 tonnes de minerai à l'intérieur. Wie spät gesi mir nach eng aner Method wie d'Wagon gelöde goufen. Firrunn awer nach e Blick an de großen Atelier vun der Min Terrouge. Den Atelier wo eng gros ënnerirdisch Garage an der ball alles gefleckt gouf, wat hei ënne kon futti goen. Vom Zenrad bis zur Dichtung, vun der Batterie bis zum elektrische Motor. Neicht huet gefehlt, fir am Fall vun enger Pan eso séier wie méiglech nees operationell ze ginn. Er gouf noch Revisionen vun den Jumboen an Caterpillaren durchgefauert. Regelmäßiger Saat goufen noch de Maschinen hier Barboteuren, eng Zucht flüssig Katalysator, an dem Doofgasen sozusagen Proppergewäsch goufen. Zum Auspuff kom dann quasi nimmer nach Wasserdampf raus. Ohne Barboteur wie hai ënnen den Ersatz von so großen Dieselaggregaten unmöglich gewircht. Die Revision von diesem Jumbo war fertig. An hier konnten es an Draht. Mei spektakulär wurde Chargement an einem Quartier, den an der Phase final, der Phase de Dépilage war.
Den Herr Masoyer an den responsable Porion hunn uns de Verlauf erklärt. Donc ces voies ces quartiers sont des quartiers qu'on appelle survoies, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bandes sur lesquelles on déverse le minerai, on déverse directement le minerai à l'intérieur des wagons et à partir de là, il ressort toujours directement. Donc durant le chargement, le déplacement des wagons est effectué par une loco qui est télécommandée par le chargeur directement. Et lorsque la rame est pleine, à ce moment-là, le grand roulage est présent avec une rame de vide. Il prend les chargés, il laisse la rame de vide et on est reparti pour un nouveau cycle de chargement. Là, c'est la phase finale. Nous allons procéder au chargement d'une chambre de dépilage. Alors, ça a été une exploitation d'une tranche de 10 mètres qui a été repercée tout droit, refondue, puis refondue une deuxième fois pour laisser 2 piliers. Nous allons assister donc au chargement de ce tas de mine et il ne restera que 2 piliers qui seront prêts à être foudroyés. Wenn Minet an dieser Chambre de Dépilage wäschgeraumt war, da waren 90% von diesem Gisement exploitiert. Iwrech blouwe justes 2 Pilien, die den Dach gedroht haben. Die goufen da gesprengt, das alles zusammengefallen, an diesen Teil von der Galerie gouf gesprengt. Das Minet gouf nicht durch den Konkassor geschickt, mehr direkt vom Caterpillar an den Waggon gelötet. Dabei hat der Chauffeur über die Fernsteuerung den Waggon selber gesteuert. Soweit de Chargement vun der Minet. An enger moderner Galerie gouf zenter Ufangs der 50er Joren durch die neue Methode vum Boulonnage praktisch kein Holz mehr verschafft. Trotzdem gouf es heiers danach gebraucht, an dat besonders do, wo es zuviel gefährlich war, fir e Boulon an den Dach zu fixieren. Dat war zum Beispiel der Fall bei Galerien, die zusammengefallen waren, a wo nach schüst den Ufang vun der Galerie aufgesichert gouf. Hannner die Hölzepottoen huet sich der Chemie getraut. Hölzepottoen hun also auch gewarnt, heiers gefährlich.
Natürlich goufe dort fir Sätze vun hölze Porto eng Maschine. Des 2 Mineuren wo grad dabei jen opzerichten. Nous trouvons ici à l'ancien coin de Bure où était géré l'ensemble du réseau. Donc à cette place-ci, il y avait une personne qui gérait donc à l'époque une douzaine de machines qui venaient des différentes mines, 3 à l'époque. Il avait donc la charge de dispatcher toutes les rames, les vides et les charger et de gérer la sécurité de tous les croisements. En fin 90, du fait de la diminution du nombre de locomotives se trouvant dans le réseau et de la taille du réseau également, nous avons décidé d'automatiser ce coin de Bure. Donc nous avons mis en place un automate programmable qui nous gère tout le nœud ferroviaire de la mine qui se situe donc dans cette partie-là et que vous voyez schématisé sous ce synoptique. Donc le principe de cet automate est de cantonner toute cette zone-là et tant qu'une locomotive est dans un canton, la locomotive suivante a le feu rouge et ne peut donc pas avancer. Donc tout ceci est géré maintenant par un automate. An dummer da simmer fir haut en vun aiser Summernull-Emissionioun ukom. Adi a bis nächst woch mat neie Sugéen a Kommentaren.